Moin! Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 21. Und andere Sprachen in Plattdeutsche. Wohnsprach Deutsch, Hochdeutsch. Das Brot, dat Brot. Der in Hamburg gebürtige Schriftsteller Wolfgang Borchert schrieb diese Erzählung 1946 während der Hungersnot. Der in Hamburg geborene Schreiber Wolfgang Borchert schrieb dort Vertellen 1946 bei der Hungersnot. Plötzlich wachte sie auf. Es war 2:30. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ob einmal wär sie wach. Dat was Glock 2:30. Sei sie mir leer, warum sie wach worden was. Ach so. In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Auch so, in der Kök hat ein gegen einen Stuhl stött. Sie luste nach der Kök hin. Dat war still. Es war zu still. Und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Toaststill war's dat, und als sie mit der Hand über das Bett blang erst streck, do fand sie dat ledig für. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte. Sein Atem fehlte. Dat war's, was dat besonders still mogt ha, sin Orten fehl. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. Sie stund op und tappt durch die düstere Wohnung nach der Kök hin. In der Küche trafen sie sich. In der Kök träben sie sich. Die Uhr war 2:30. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Die Glock wies 2:30. Sie seh wat wit bin Kökenschap stohn. Sie mög Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber, nachts um 2:30 in der Küche. In Hemd stünden sie sich gegenüber. To nachts lopen tiet, Glock 2:30 in der Kök. Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Auf dem Kökentisch stünde Brotteller. Sie seh, dass er sich wat Brot afsneden ha. Das Messer lag noch neben dem Teller und auf der Decke lagen Brotkrümel. Dat Mess leg noch blanken Döller und op der Deck legen Brotkrümels. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Wenn sie abends noch Bett ging, dann mög sie jümmers das Tischtuch schier. Elk Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch und das Messer lag da.
Man nu legen Krümels ob dat Dauk und dat Mess leeg door. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch, und sie sah von dem Teller weg. Sie fühl, wat de Kühl von de Kacheln sachtens an ihr hochkröp, und sie keek weg von Teller. Ich dachte, hier wäre was, sagte er und sah in der Küche umher. Mi dücht, hier wär wat, sei he, und keek in der Kök rümme. Ich habe auch was gehört, antwortete sie, und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. Ich ha auch wat hört an der See, und dorfen sie bi, dat he nachtens mit Hemd an wohl albannig old leid. So alt wie er war, 63. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. So old was he, 63, wie Dach leid he betiden jünger. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er. Im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Sie let wohl all old, dachte he. Mit Hemd an let sie wohl recht wat old. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt. Man, dat liegt sachts an der Hohe. Wie Frauenslüd liegt dat nachtens jümmers an der Hohe. Die mag denn obenmal so old. Du hättest Schuhe anziehen sollen, so barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch. Du hast schön an Trecken schuld, so bohrbeint ob de Kohlenkacheln. Du verkühlst die noch. Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log. Dass er log, nachdem sie 39 Jahre verheiratet waren. Sie keek ihm nicht an, wie dat sie nicht haben können, dat he lög. Dat he lög, nur dat sie 39 Jahre verfreit wären. Ich dachte, hier wäre was, sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere. Mi dücht, hier wär wat, sei he noch mal und keek wieder so unnöt von ein hören nur der andere. Ich hörte hier was, da dachte ich, hier wär was. Ich ha hier wat hört, da mein ich, hier wär wat. Ich hab auch was gehört, aber es war wohl nichts. Sie stellte den Teller vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke. Ich hab auch wat gehört, man dat was wohl nix. Sie stellt den Teller vom Tisch runter und schnippte Krümels von der Decke. Nein, es war wohl nichts, echote er unsicher. Nee, dat was wiss nix, plapperte er unsicher noch. Sie kam ihm zu Hilfe. Komm an. Das war wohl draußen. Komm an zu Bett. Du erkältest dich noch auf den kalten Fliesen. Sie käm im Tauhelb. Komm an. Dat was wohl buten. Komm an auf Bett. Verkühlst die noch ob de Kohlenkacheln. Er sah zum Fenster hin. Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier. He keek not Fenster hin. Tja, dat mott wohl Butenwest sien.
Ik ha meint, dat wir hier. Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Sie böhr die Hand nun Lichtschalter hin. Ich muss das Licht jetzt ausmachen, sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. Ich muss das Licht utmorgen, anders muss ich noch einen Teller kicken, dachte sie. Ich dürf doch nicht noch einen Teller hinkicken. Komm Mann, sagte sie und machte das Licht aus. Das war wohl draußen. Komm Mann, säh sie und mög dat Licht ut. Dat war Sachsbuten. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer. Der Göt sleit jümmers wie Wind gegen die Wand an. Dat war säker der Göt. Wie Wind rötert der jümmers. Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf dem Fußboden. Sie tappen sich beid übern düstern Gang nach der Schlafkammer. Schimmer bloten Föt platschen ob der Däl. Wind ist ja, meinte er. Wind war schon die ganze Nacht. Wind ist ja, säh he. Wind war's all de hele Nacht. Als sie im Bett lagen, sagte sie, ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne. Als sie im Bett lägen, säh sie, tja, Wind war's all de hele Nacht. Dat war's wohl de Göt. Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne. Tja, ich mein, dat wär in de Kök. Dat war's wohl de Göt. Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. He säh dat, als wär he all halb in Slop. Man se mag, wo unecht sich sin Stimm anhöhe, wenn he wie zu lügen was. Es ist kalt, sagte sie und gähnte leise. Ich krieche unter die Decke. Gute Nacht. Ist kalt, säh sie und ho Jorn liesen. Ich krub unter der Deck. Gut Nacht. Nacht, antwortete er noch. Ja, kalt ist es schon ganz schön. Dann war es still. Nacht, ante he noch. Tja, wo sich kalt ist dat all. Denn was dat still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Veel Minuten lorde höher sie, dat he liesen und sinnig wie to kauen was. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Mit Willen orten sie deep und eben weg, dat he nicht merken schul, dat sie noch wog was. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief. Man sin Kauen war so eben weg, dat sie wie Lütten Slop wöhe. Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm 4 Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur 3 essen können. Als er an anderen Oven nach Hus kam, schob sie ihm 4 Scheiben Brot zu. Anders ha jümmers man bloß 3 äten konnt.
Du kannst ruhig 4 essen, sagte sie und ging von der Lampe weg. Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iss doch mal eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut. Du kannst triest für ihr eten, sagte sie und ging von der Lampe weg. Ich kann das Brot nicht so gut vertragen. Du man ein mehr. Ich kann das nicht so gut auf. Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr leid. Sie sah, dass er sich diep über den Teller beug. Er keek nicht op. In den Augenblick duur er. Du kannst doch nicht nur 2 Scheiben essen, sagte er auf seinem Teller. Du kannst ja nun nicht mal bloß 2 Scheiben äten, sagte er ob sin Teller dohl. Doch abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iss man. Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch. Doch abends kann ich das Brot nicht gut auf. Ät man. Erst wie lauter ging sie unter der Lampe an den Tisch sitzen. Tschüss. Wees bedankt für Trinken. Wees bedankt für Trinken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.